Ihr habt schon gesehen, mein fertiges Journal mit unseren mega herzigen kleinen Püppli oder Männli, Frauli, Kindli. Aber was ihr noch nicht gesehen habt, ist, dass ich noch 2 weitere von denen gemacht habe. Und zwar die hier. Ich finde, die sind genauso genial rausgekommen. Das hier ist fast gleich wie das und das hier, das Cover ist ein bisschen anders. Innen drinnen ist es genau gleich und trotzdem ist jedes natürlich wieder anders, weil es überall andere Motive drin hat. Aber wir können ja gerade mal einmal reinschauen. Was schon gerade von Anfang an auffällt, ist, wie es von oben aussieht. Die 3. Muss schnell schauen, dass man das auch wirklich sieht. Das ist das, was wir miteinander gemacht haben. Das habe ich hier so rund gelassen. Hier habe ich es gefaltet. Einfach 2 Fälte gemacht, genau gleich wie hier. Es ist aber, dass jetzt drinnen natürlich gefüllt ist und ein bisschen dick, hat es gleich Büroklammern gebraucht, um es zu machen, weil es sonst gleich irgendwie ein bisschen auseinanderklafft. Also ein bisschen, nicht fest, aber ja. Und da habe ich einfach das hier gegen reingeklappt. Das hat jetzt hier so einen Flap gegeben. Drinnen, da könnte man irgendetwas reinstecken. Man könnte es auch unten noch anleimen, damit man da so ein kleines Täschchen hat. Oder man tut es drunter, oder man braucht es einfach so wie als Buchzeichen, eine Art. Also, das habe ich eigentlich noch recht cool gefunden. Und habe das einfach so sein. So. Dann ist hier die Bindung ist bei dem genau gleich. Und bei dem hier habe ich so ein silbriges Gummibändchen genommen. Und hier ist es einfach mit 5 Löchern ist es zugenäht. Und hier nochmal mit 3. So. Also 3 genäht, nicht zugenäht. Signaturen 3 genäht. Jetzt ist es gegangen. So. Genau, das hier kennen ihr ja alle schon. Ich glaube, das müssen wir nicht noch einmal miteinander durchschauen. Aber jetzt werden wir doch noch schnell die 2 miteinander anschauen. Also als erstes mal das hier. Das hat auch 2 grosse Büroklammern gegeben. Und, ja genau, was ich auch noch sagen kann, bei beiden habe ich hinten dran es so sein, weil ich hier eigentlich die Rückseite mega schön finde. Hier bei dem hat es ja so eine Art Flecken drauf gehabt. Und da habe ich einfach eine kleine Collage drauf gemacht, damit es ein bisschen ablenkt von diesen Flecken oder man die sogar ein bisschen verdecken kann. So, aber das hat es hier absolut nicht gebraucht. Da hat mir die Rückseite so super gut gefallen, dass ich die einfach so sein wollte. Theoretisch könnte man da noch irgendwo auf der Seite irgendein Bildchen oder ein Blümchen oder irgendwas herkleben. Ist aber absolut nicht nötig. Und bei dem hier genau gleich. Da hat mir das auch sehr gut gefallen. So, jetzt gehen wir hier mal rein, schauen, wie das so aussieht. Es sieht eben, wie gesagt, nicht viel anders aus, als das, was wir miteinander gemacht haben. Ich habe überall auch einfach von diesen Zettelchen drin da. Ich habe solche Kuverts drin gebastelt. Und habe natürlich alles schön dekoriert. Und mit Schablonen ein bisschen gearbeitet. Und in diesen Origami sind dann noch immer irgendetwas drin versteckt. Es hat Kärtchen, die hinten dran mit einer Collage dekoriert sind und mit einem schwarzen Rahmen, zu einem Feinliner-Rahmen. Ui. So.
Ja, viel mehr kann man eigentlich dazu nicht sagen. Es sind auch alles die gleichen Origamis, die ich gemacht habe. Darum können wir eigentlich relativ schnell und zügig durchgehen. Das ist alles mit diesen 3 Blöckchen. Da, das Notizpapier, das ich hier gebraucht habe für die. Das ein bisschen zu füllen, das denke mir, das passt alles so mega gut zueinander. Was haben wir da? Noch ein Rägeli. Zusammen mit dem Regenbogen. Ups. Nicht rumlitzen. Da hat es noch Buchzeichen drin gegeben. Ich glaube, im anderen, das wir miteinander gemacht haben, habe ich keine Buchzeichen gemacht. Dort habe ich, glaube ich, einfach 2 Bellybände gemacht. So wie hier. Und die habe ich einfach je 1 Bellyband plus 1 Buchzeichen. So, und dann wären wir schon durch. Ich habe jetzt nicht alles rausgenommen und alles genauestens gezeigt. Wir kennen es ja. Und wenn ihr es nicht kennt, dann könnt ihr gerne die vorherigen Videos anschauen, wo wir das wunderbare Aquarell-Journal miteinander gemacht haben. So, und dann haben wir hier auch wieder eine Büroklammer, die von oben runter geht. Und eine Büroklammer, die von unten raufkommt. So, liegt. Voilà. Ach, hübsch. Mir gefällt es. Und hier haben wir nichts, was wir mit einer Büroklammer irgendwie zusammen machen können. Das hier hat mich noch herzig gedacht. Also so, dass es ein bisschen aussieht wie ein Verschluss oder wie ein Knopf oder irgendwas. Oder so ein Türchen irgendwie. Das ist einfach nur eine Collage vorne drauf geklebt. Eben da, wie gesagt. So. Und da sind auch wieder Sachen drin versteckt in den Origamis. Und ich habe natürlich auch immer probiert, möglichst ein bisschen die Schablonensachen ein bisschen anzupassen an dem, was sonst noch drauf ist auf dem Bild. Hier mit einem Haufen Blümchen-Zeug. Hier auch Blümchen. Da so ein bisschen Regentropfen. Vielleicht irgendwas Rundes. Ein bisschen. Da sind wir wieder beblümelt. Hier mal schauen, was hier noch kommt. Das ist nämlich sehr versteckt. Aber das macht ja auch nichts, wie ich finde. Darf das auch ab und zu mal ein bisschen versteckt sein. So, dass man ein bisschen eine Überraschung hat dann beim Rausnehmen. Und hier auch wieder, hat es wieder Material drin. Das finde ich auch eine mega schöne Doppelseite. So. Der mit dem Glacé. So. Ah, das ist ein Täschchen, das ist gar nicht das Kärtchen. Da ist noch ein Kärtchen. So. Und als letztes, was ist da noch drin? Ein Fischchen. Da könnten wir auch noch das Mädchen mit der Glasse rein tun. Zack. So, voilà. So,
Genau, was ich euch jetzt noch erzählen zu dem Ganzen, weil wir ja im letzten Video oder so, jetzt weiss ich es gar nicht, haben wir noch mehr von diesen Männchen gemalt. Und das sind nämlich die. Nein, die nicht, die habe ich vorher einmal gemalt. Und die auch. Oh. Hallo? Also, es wäre jetzt schon noch schön. So, nein, stopp. Also, so. Das sind die Original. So, so und so. Voilà. Und die sind gemalt und gezeichnet auf dem Etikettenpapier. Genau. So. Und der Plan wäre ja gewesen, dass ich das einscanne. Und so, dass ich es nachher dann auf dem Computer habe. Und immer, wenn ich wieder mehr von denen möchte, kann ich sie einfach ausdrucken. Sogar auf dem Etikettpapier. Das ist extra gemacht für einen Drucker. Das wäre der Plan gewesen. Aber da mein Drucker bei dem Plan nicht mitmachen oder der neue Laptop, ich weiß nicht, die zwei kennen sich irgendwie noch nicht so gut. Ich glaube, ich muss die ein bisschen eine Zusammenführung machen. Damit die miteinander connecten können. Irgendwie, es hat einfach nicht wollen. Sie haben sich im ersten Moment gerade nicht so cool gefunden. Und dann konnte ich das nicht machen. Und habe dann gefunden, ich möchte jetzt die aber wirklich nicht ausschneiden, meine Original. Und das Einzige, was ich dann machen konnte, ist, dass ich sie auch kopieren konnte. Und ich habe dann auch ein bisschen rumgespielt mit der Farbe. Weil am Anfang sind sie wirklich so rausgekommen, wenn ihr euch mal die Gesichter anschaut. Die sind also schon sehr, sehr gelb. Und zum Teil hier einfach weiß. Für das, dass man sie ja eben eigentlich... Wo ist es da? Im Unterschied, wenn man jetzt die zwei Basketballbüblis anschaut, hat man das ja schon so mit einem rosa Hautfarbe irgendwie ausgemalt. Oder der da und der ist einfach gelb und der ist praktisch weiß. Ja, das hat nicht so gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob man... Das sind jetzt nur die Einstellungen, die ich am Drucker machen konnte. Wenn ich vielleicht irgendwie am Computer noch andere Einstellungen vielleicht machen würde, es vielleicht besser rauskommen. Ich weiß es nicht. Aber was ich dann gemacht habe, nachdem ich es ausgedruckt hatte, ja, auf ganz normalem, ich habe es dann nicht kopiert, ich hätte es theoretisch gerade auf Sättigungspapier kopieren, habe ich aber nicht gemacht. Ich habe es einfach nur auf normalem Kopierpapier ausgedruckt, so, hey, wenn wir mir folgen könnte. Und habe dann die Gesichter einfach mit wieder Alkoholmarker ausgemalt. Und auch auf der Hinterseite sieht man es vielleicht ein bisschen, dass es so ein bisschen durchdrückt. Das, was man ja eigentlich auch nicht unbedingt wettet. Aber was noch gut war, ist, es ist nicht so verlaufen, dass das jetzt so richtig über die schwarze Linie ausgelaufen wäre. Das ist zum Glück nicht passiert. Und was auch noch ganz wichtig war, ist, es ist ein Laserdrucker und kein Tintenstrahldrucker. Ich könnte mir vorstellen, dass beim Tintenstrahldrucker nachher das verschmiert. Ich weiss es nicht. Es ist ja nicht Wasser, wo man drüber fährt, sondern Alkohol, aber es ist ja auch nass. Und dann nehme ich an, könnte es auch ganz gut sein, dass das verschmiert. Aber es ist ein Laserdrucker, ich konnte einfach drüber malen, es ist nichts passiert. Alles easy. Es ist dann auch recht gut rausgekommen, hat es mir gedacht. Können wir auch noch einen Vergleich haben? Oder habe ich jetzt hier alles schon ausgemalt? Ja, also da können wir eigentlich einfach sagen, da das Mädchen mit dem Erdbeere und da die Bübli.
so, wenn man das so miteinander vergleicht, sieht man also doch einen Unterschied. Sieht es ein bisschen besser aus. Kann man also einfach drüber malen, absolut kein Problem. Ja, genau. Das wollte ich eigentlich noch sagen, dass ich das jetzt so gemacht habe. Und dann sind halt die einfach auf Papier gewesen. Ich konnte sie nicht einfach als Sticker abziehen. Ich musste alles aufkleben. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Hat ja alles picobello funktioniert und ist wirklich sehr herzig rausgekommen. Freut mich extrem. Ich habe auch Freude an diesen Büchlein. Und jetzt habe ich 3 von denen. Und jetzt weiss ich gar nicht so genau, was ich mit diesen 3 machen soll. Und dann habe ich so gedacht, ja, wenn jetzt euch eins von denen irgendwie mega gut gefällt oder so und ihr habt vielleicht auch ein Journal gemacht, wo bei euch vielleicht nur so rumliegt oder so, oder ja, steht halt im Schrank und einmal im Jahr schaut man es mal wieder an. Wir könnten doch täuschen. Wenn ihr irgendein cooles Journal habt, das ihr gerade so nicht so dringend braucht und findet, oh, mega herzig, ich würde gerne so eins von meinen hier haben, dann könntet ihr mir doch schreiben und dann könnten wir miteinander ein Journal täuschen. Ich finde das mega witzig und ich hätte auch Freude, wenn ich mal von euch sehe, was ihr so macht. Und dann könntet ihr mir gerne schreiben auf handgelenkmalpi@gmail.com. Die Adresse tue ich dann noch in den Videobeschreib rein und es ist auch auf meinem Kanal, in Kanalbeschreibung drin. Könnt ihr mir ein E-Mail schreiben, ich würde es gerne täuschen mit dir und nachher ja, gibt das doch ein schönes Päckchen. Also ich würde mich mega freuen, wenn ich 1 oder 2 oder vielleicht sogar 3 mit euch könnte täuschen und dann etwas von euch hätte. Und ja, weil ich bin doch auch mega neugierig, was ihr so macht. Es muss jetzt nicht irgendwie ein Nachbasteln von denen sein oder so. Das kann einfach irgendein Journal sein, das ihr einmal schon mal gemacht habt. Ja, das wäre doch mega witzig. Ich freue mich auf ein E-Mail von euch. Ich freue mich über ein Abo. Ich freue mich über einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!